Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Secret of Monkey Island Special Edition of Pelzig und blutdurstige Pirat kommt jetzt auch hier wieder durch, der sich der Weg hier wieder durchschneiden will. Aber er ist des Todes, denn ich bin Guybrush Threepwood. So, gucken wir mal, was wir denn jetzt so machen können. Das hatten wir schon. Ja genau, das hier wollten wir noch ausprobieren. Keiner hat je von meinem Blut was genommen und wird's auch niemals. Okay, den hat er auch nicht gekannt. Schade. Gucken wir mal, ob wir noch einen kennen. Ja, hier. I've heard you were a contemptible sneak. Alles klar. Oh Gott, Schleichhansel. Okay, den hat er auch nicht gekannt. Schade eigentlich. Dann, hier würde ich gern kotzen. Oh Gott. Schier noch vor lauter Lache selber gekotzt. Okay, der finde ich wäre gut genug, um gegen den Schwertmeister zu kämpfen. Finde ich persönlich aber nicht. Oh Mann. Immer so tief Luft geholt und schon fängt es wieder an. Erlaubt, komm her. Ja, ich muss mittlerweile aufpassen, wie ich hier meine Atemtechnik verbessere, damit ich nicht ständig am Husten bin. Okay, was sagst du dazu? Du rennst so schnell? Ah, nicht schlecht, als Entgegnung. Okay, es gibt keine Worte dafür, wie verachtenswert, wie widerwärtig du bist. Okay. Ach ja. Kennt da zufällig noch einer von mich? Okay, du bist keine Herausforderung von meinem Gehirn, das kennen wir schon. Genau, hier. Ich wäre echt in Schwierigkeiten, wenn du sie jemals benutzt hättest. Gucken wir mal, was wir noch verdammt haben. Wegen Schleichmichel und so, vielleicht kennt ihr das ja schon. Okay, kennt er nicht. Schade eigentlich. Was haben wir da noch verdammt? Hat man da nicht noch irgendeiner gekriegt? Ja, aber den haben wir von dem gekriegt, den können wir nicht benutzen. Okay, dann probieren wir noch was Kotzer aus. Vielleicht kennt er den noch nicht. Nee, den kennt er schon. Gut, damit hat er uns besiegt. Onkel, Onkel. Gut, der will sich wieder den Weg durchschneiden, der Kerl. Dann mach dich bereit zu sterben. Zack. Gut, probieren wir es mal aus. Vielleicht kennt er den ja wirklich. Okay, niemand hat von dir jemals gehört. Der Blutabzapfer. Das kennen wir auch. Dann geht wieder die Runde an uns. Und jetzt gucken wir mal, ob er die Beleidigung von einem anderen Hansel noch kennt. Haben wir hier nicht. Genau. Es gibt keine Worte dafür, wie widerwärtig du bist. Ach ja. Na gut. Den hat er noch nicht gekannt. Den wollte ich aber auf jeden Fall noch holen. So, probieren wir nochmal hier die Nasebohrer aus. Die Narbe im Gesicht von einem mächtigen Kampf. Okay, da hat er auch nichts drauf zu erwidern. Dann haben wir ihn besiegt. Der findet auch, dass ich gut genug bin, um gegen den Schwertmeister anzutreten. Finde ich allerdings immer noch nicht. Dreckige Verrottete und blutdurstige. Ach Gott, jetzt nehmen sie mich in die Zange hier. Ja, ihr wollt euch immer den Weg durchschneiden. Aber ihr seid keine Herausforderung gegen Guybrush Threepwood. Also bereite dich darauf vor zu sterben. Hier. Das muss man noch erzählen. Okay. Es gibt schon Worte, ich habe sie nur nie gelernt. Okay. Sein Handkerchief wird sich mit Blut färben, den kennen wir auch noch nicht. Von daher. Ach ja. Vielleicht kennt ihr ja andere schicke neue Beleidigung für uns. Okay, die habe ich ihm gerade entgegengepfeffert. Doch, die gibt's schon. Du hast sie nur nie gelernt, die Worte. Dappschädel. Und was haben wir da noch entgegenzusetzen? Nur so nebenbei. Ich möchte einfach mal gucken. Oh je. Der sieht aber wirklich nicht besonders schön aus. Nee, da finde ich doch die Version wesentlich schöner. Okay, probieren wir es nochmal so. Ja, okay. Das hat er gekannt.
Aber dass ich sein Säbel in Blut tränke werd, das kannte ich noch nicht. Dann wollen wir auf jeden Fall auch als Antwort haben. So, noch einmal. Du bist des Todes. So, jetzt gucken wir nochmal der Handkerchief, ja. Mein Säbel wird in deinem Blut baden. Ach ja? Schade. Sehr schade. Dann probieren wir nochmal hier den Blutabzapfer. Mal gucken, was er dazu sagt. Ja, kennt er auch nicht. Und sagen wir mal für, dass wir den so schnell wie möglich erledigen, den Kasper. So, das probieren wir nochmal aus. Aber wir haben ja eigentlich auf alles mittlerweile unsere Antwort. Es sei denn, der haut jetzt noch eine neue Beleidigung raus, die ich noch nicht kenne. Dann hatten wir schon der Shish Kebab. Hier. Nicht damit rumwedle wie ein Staubwedelkerl. Und weg ist er. So. Die denken mittlerweile alle, dass ich genug Beleidigungen gelernt habe, aber ich bin doch anderer Meinung. Noch einmal. Ja, der hat natürlich feinstes Pirater-Englisch drauf. Gibt's auch bei Facebook übrigens die Einstellung, dass man es auf Pirate English einstellen kann. Das ist auch ziemlich gut. So. Ah, dann hast du also einen Job als Hausmeister gefunden. Das war die Antwort drauf. Okay. Dann kannten wir noch nicht. Das ist dann immerhin mal wieder eine neue Beleidigung. Gucke, was er uns jetzt entgegenschmeißt. Okay, das kennen wir. Moment. Ja, da haben wir's. Zu schade, dass von dir noch niemand gehört hat. Gucken wir mal. Ansonsten hat man das eigentlich schon alles, ne? Okay, probieren wir es nochmal aus. Sonst haben wir ja eigentlich alles beantwortet kriegt. Ich brauche jetzt aber auf seine neue Beleidigung brauche ich noch die Antwort. Ich denke, dann dürften wir es wirklich allmählich haben. Immer so ein unglaublich hässlicher Typ. Dann kämpfen wir gegen Dendo. Und schauen mal. Da haben wir bisher nicht alles beantwortet kriegt. Ja, hier. Ich werde ja, Insolence Sitting Down. Keine Ahnung. Das kann ich nicht mal mehr übersetzen, ohne Witz. Okay, die Hämorrhoide platzen wieder auf. Gut. Hat er noch irgendwas Nettes für uns? Wann hast dann du angefangen, wann hast du aufgehört, Windel zu tragen? Das ist auch ein neuer, den kennen wir auch noch nicht. Ach ja. Und hat er noch einer parat für uns? Okay, der Insolence hatten wir schon. Jetzt muss ich nochmal wegen der Hämorrhoide, ja. So, dann hätten wir den. Dann haben wir aber wieder neue gelernt. Den können wir jetzt leider noch nicht benutzen. Probieren wir nochmal das hier. Vielleicht besiegen wir ihn so, vielleicht auch nicht. Ja, wir werden ihn so besiegen können. Ah, doch noch nicht ganz. Einer fehlt uns noch. Ja, komm, probieren wir das nochmal aus. Bei denen macht es ja nichts aus. Das sind ja alles nichts anderes als Sparring-Partner. Von daher ist das schon in Ordnung. So, der wundert sich mal wieder, wo sein Schwert abgeblieben ist. Kommt noch so ein stinkender Pirat gewackelt. Ja, es ist wichtig. Und zwar möchte ich eine Beleidigung von dir herausfinden. Also, schauen wir mal, ob er die Antwort kennt. So, kennen wir alle schon. Hier. Wann hast denn du aufgehört, Windel zu tragen? Oder hast du überhaupt schon mal aufgehört? Ja, das kennt er nicht. Schade. Weil ich finde, für den Kampf gegen den Schwertmeister sollten wir eigentlich alle möglichen Antworten kennen. Der Schwertmeister hat übrigens eigene Beleidigungen. Okay, die Wörter. So, wo haben wir es dann? Ja, hier. Wie gesagt, die Schwertmeisterin, die benutzt eigene Beleidigungen. Da müssen wir 5-mal gewinnen, damit wir das schaffen. So, probieren wir den nochmal aus. Aber ich möchte auf jeden Fall noch die Beleidigung mit der Windel beantwortet haben.
Entschuldigkeit. Und dann dürfte man wirklich so weit sein, dass wir gegen Carla kämpfen können. So ein... Guckt noch mal so einer, so ein Typ. Okay, probieren wir es mal aus. Okay. Windeln. Ach, scheiße. Kann der auch nicht. Okay, ab jetzt mache ich einfach so random irgendwelche Beleidigungen. Da muss ich jetzt nämlich großartig auswählen, finde ich. Aber der kann man bestimmt irgendwas Nettes vielleicht noch beibringen. Okay, der Nasebohrer müssen wir dort drauf erwidern, weil man dann... ja, hier. Gut. Ich hoffe, du hast gelernt, aufzuhören und den Nas zu bohren. Das finde ich echt gute Parade. Komm schon. Wahrscheinlich kennt er den. Nee, den kennt er nicht. Also. Zack, 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 zack. Gut. Wir probieren es trotzdem nochmal aus. So, die Dirty Rotten dürften die etwas stärkeres sein. Das haben wir bei Monkey Island 3 dann absolut geklärt, wer in welcher Liga spielt. Das seht ihr ja dann auch selber. Da bin ich sehr, sehr erfreut drauf. Da gucke ich sehr freudig in die Zukunft, wenn wir das dann spielen. Wieso? Willst du da in die Leier? Okay, das war gut. Ja, den hatten wir schon. Den hatten wir gerade Eva. Hier. Warum? Willst du da in die Ausleihe? Windel? Okay, gut. Dann dürften wir jetzt wirklich soweit sein. Dann bringen wir das noch schnell hinter uns. Entschuldigung. Ich habe mit Affe schon höflicher gesprochen als mit dir. Den kennen wir auch noch nicht, tatsächlich. Das heißt, den müssen wir uns jetzt trotzdem auch noch holen. Mist. Okay, da holen wir uns halt noch die Beleidigung ab. Dann gucken wir mal, dass wir das auch noch hinkriegen. Weil, wie gesagt, ich möchte sie eigentlich alle haben, damit ihr die einmal alle gesehen habt. Und damit wir ein großes Repertoire haben, wenn wir gegen Carla kämpfen. So, jetzt gucken wir nochmal noch da. Polite Monkeys. Ja, hier. Gut. Ich bin froh, dass du der Familienvereinigung zurückgekommen bist. Das finde ich auch gut. Okay, You Make Me Want to Puke kennen wir schon. Ja, ich habe das Gefühl, und du lässt mich dran denken, dass das schon jemand gemacht hat. Und jetzt ist es egal, was man nimmt. So. Bringen wir das noch hinter uns. Und dann suchen wir direkt noch Carla, wenn wir den Kampf hier beendet haben. Hm, kennt das? Ja, das kennt er. Wenn wir nicht verlieren. Ja, ja. Dann wird jetzt noch einer raushauen. Und... Okay. Haben wir schon? Hier. So, jetzt beendet man das noch schnell. Und... Jo, ich denke, mittlerweile sind wir auch gut genug für den Schwertmeister. Deswegen gehen wir jetzt zurück zum Dorf. Und suchen uns den Weg zum Schwertmeister. Oder zu Carla, besser gesagt, zur Schwertmeisterin. Also, hinterher, hinterher. Der Gemischtwarenhändler kann uns so den Weg zeigen. Das heißt, dem Kasper müssen wir hinterher steigen. Da habe ich am Anfang ewig gebraucht, ihr liebe Leute. So, bis ich das mal gecheckt habe, dass man dem Typ einfach nachgehen kann. Von wegen, ne, er weiß den Weg. Und er will einen Treffer arrangieren. Und dann muss man dem Typ einfach nur nachsteigen. Da habe ich ewig gebraucht, bis ich das mal rausgefunden habe. Genau. So, gehen wir mal hier. Also. Ich habe Haare auf dich. Wenn du irgendwas tauscht, dann breche ich ja die Bäh. Will ich irgendwas? Ja, hier. Ich suche nur einen Schwertmeister von Melee Island Trademark. Ja, sie will mich immer noch nicht sehen, aber trotzdem, könntest du vielleicht noch mal ein bisschen, froher. Ja, ich glaube, ich kenne den Weg nochmal hier, Krotze. Noch einmal. Ja, ich komme gleich wieder.
Und nix Wasser. Okay. Gut, dann hinterher. Und dem Typ hinterher wackelt. Das war dann das erste Mal, wo ich dann gedacht habe, jo, ich gehe einfach weg. Habe ich dann gesehen, dass der Typ da wirklich rumlatscht. Und bin dann ihm einfach gefolgt, weil ich gesehen habe, dass so seine Figur unterwegs ist, ne? So. Das ist auch schön praktisch, weil der Typ sich niemals umdreht. Insofern müssen wir einfach nur hinterher. Ja, ich habe ja auch noch ein bisschen Feedback gekriegt. Und zwar hieß es von dem Meister, dass ich wirklich die Classic Edition eigentlich beibehalten soll. Und dass ich nicht nochmal so häufig in die Special Edition rein soll. Da ist er der Storekeeper. Da geht er rein. Also ihm nach. Ja, deswegen werde ich mich auch total halten, nur bei ein paar Sachen, die mich interessieren. Ich möchte natürlich auch nicht hier das ganze Ambiente ruinieren, indem ich ständig in die Special Edition rein switch. Deswegen werde ich das auch ziemlich einheitlich hier in der Classic Edition Grafik halten. Und so zeigt uns der Typ eigentlich den Weg zu der Schwertmeisterin. So. Gute Sache, ne? Aha. Und so geht's hier weiter. So. So kommen wir nämlich auch dort durch. Das können wir uns auch mal angucken kurz. Okay, vorsichtig wegen der Klippe. Und so kommen wir zu Carla. Da ist er dann. Sie scheint wohl irgendeine epileptische zu haben, so wie die da rumfuchtelt. Ja, ich bleib lieber im Hintergrund und höre einfach mal zu. Hallo nochmal, Carla. Ich hab dir doch gesagt, du sollst fortbleiben. Ja, ich bin aber nur geschäftlich hier, wächst. Das Kind ist doch immer Lade, komm, wächst. Siehst ei, du kruschiger alter Sack, ich will hier nicht gestört werden. Ja, weiß ich doch. Jetzt hör auf damit, ich wär krank, du davor. Das ist hier, komm nie mit zurück. Irgendjemand könnte ja hinterher steigen. Und ich will nicht zu irgendeiner Mealy Island Trademark Touristenattraktion werden. Und jetzt, ab mit dir. Ja, also gut. Allerhaupt, wir sind aber noch gestiegen, wie sie so gesagt hat. Wir sind ja Schleuli. Also, sprechen wir mal mit Carla. Sprich mit Schwertmeister. Wie kannst du es wagen erscheinen, ohne Termin bei der Schwertmeisterin aufzukreuzen? Und ich hab da den Termin sicher nicht gegeben. Ich bitte um Verzeihung, ich muss mit dir sprechen. Ich bin Guybrush Threepwood und ich bin hergekommen, um dich umzubringen und ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Okay. Ich will einfach mit ihr sprechen. Sind wir erstmal höflich. Das bezweifle ich. Jeder, der herkommt, will mit mir kämpfen. Und um ehrlich zu sein, will ich dich nur vor der Piratenaufführer zu beweisen, damit irgendwie unsterblich wirst. Damit, ja, hast du Nagel auf den Kopf getroffen. Du bist verdammt clever. Okay, sie kann herausfinden, dass ich von Captain Smirk trainiert worden bin. Und ja, lassen Sie es hinter uns bringen. Okay. Okay, ich werde jeden Tropfen Blut aus dir heraus melken. Moment, dann ist doch das mit dem Janitor, mit dem Hausmeister gar nicht mal so schlecht als Antwort, oder? Gucken wir mal, ob das funktioniert. Na, wo ist dann Janitor, weil wir dann... Oder Milk, dann auch mit dem... Du kämpfst wie eine Kuh, wie wäre dann das? Ja, probieren wir das mal aus. Ja, der hat funktioniert. Perfekt. Es gibt keine cleveren Moves, die dir jetzt helfen. Ich wäre jetzt in Gefahr, wenn sie benutzen würde, die cleveren Moves. Probieren wir das mal aus. Könnte was sein. Nee, das war nicht richtig. Okay, niemand wird mich jemals so schlecht kämpfen sehen wie dich. Dann hatten wir vielleicht dann hier, vielleicht hat noch niemand hat von dir was gehört. Wie wäre dann das? Hier. Vielleicht passt der.
Ich muss mich jetzt auch umstellen, weil das auch auf Englisch ist, das Ganze. Das habe ich bisher noch nie so gemacht. Okay, ich hoffe, du hast das Boot klar gemacht, um schnell zu entkommen. Warum? Willst du vielleicht ins Ausleihe? Das klingt doch ganz clever. Ja, das hat auch funktioniert. Meine Zunge ist schärfer als jedes Schwert. Vielleicht jetzt auch desto. Ich wäre in Gefahr, wenn du es auch wirklich benutzen würdest. Scheiße. Das hat nicht funktioniert. Okay. Okay, mein Name ist in jeder dreckigen Ecke auf dieser Insel gefürchtet. Dann gucken wir doch mal. Was machen wir dann da? Mein Name ist überall gefürchtet. Vielleicht ist es Desmol passend. Was anderes fällt mir jetzt leider nicht ein dazu. Ah ja, gut. On. Du bist ein Schmerz im Rücken, Sir. Sie sind ein Schmerz im Rücken, Sir. Okay. Was haben wir dann da noch? Irgendwas? Schmerz im Rücken. Da fällt mir nichts mehr dazu ein. Könnten Sie das bitte wiederholen? Das habe ich nicht ganz mitbekommen. Noch einmal. You're a pain in the backside, Sir. Okay, Sie sind ein Schmerz im Rücken, Sir. Die Hämorrhoiden vielleicht? Anderes mit Körpergebreche hätten wir gar an mir, oder? Alles andere erscheint mir irgendwie etwas blöder als Antwort. Star Waving It. Nee, das ist alles Quatsch. Ich probiere mal das aus. Job als Hausmeister. Vielleicht bringt es uns ja was. Nee, bringt uns überhaupt nichts. Aber wir sind noch im Spiel. Ihr Schwert ist überall in der Karibik gefürchtet. Ja, probieren wir das mal aus. Ich soll aufhören damit wie ein Staubwedel rumzufuchteln damit. Scheiße. Nee, der hat nichts gebracht. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Okay, ich hoffe, das hat mir Lektion beigebracht und jetzt raus. Okay. Na gut, probieren wir halt hier rauszukommen. Geht das überhaupt? Nö. Mist. Probieren wir nochmal. Nee, wir können auch hier nichts machen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder ganz von vorne herwatscheln zu ihr. Schade. Ja, wie gesagt, sie hat halt so Special-Beleidigungen und 5-mal ist anscheinend von mir Niete erlaubt. Und 5-mal muss ich sie allerdings auch besiegen. So, wir können hier zurück. Ist kein Problem, wir können ja mittlerweile zum Schwertmeister. Wir können ja mittlerweile einfach so hingehen. Wir müssen halt immer wieder den Weg hier und her watscheln. Aber ich hoffe, wir kriegen das hier. Ja, da ist jetzt nämlich wieder draußen und hat hier wieder ihren epileptischer. Die macht anscheinend auch Do the Monkey. Okay, ich bin zurück und Junge, das mal steckt wirklich in Schwierigkeiten. Ja, bringen wir es hinter uns. Okay. Sie hat Courage und Talent von einem echten Schwertmeister. Dann probieren wir doch mal aus. Das hier. Vielleicht bringt uns das was. Nee, bringt uns überhaupt nichts. Na gut. Okay, das ist jetzt... Das hatten wir schon mal. Und zwar hier. Das ist da. Konter drauf. Jawohl. Und... Jedes Wort, das du zu mir sagst, ist dämlich. Jedes Wort, was du sagst, ist blöd. Probieren wir mal das aus. Das war ja was Ähnliches mit einer Pirate. Ne, das hat überhaupt nichts gebracht. Das wieder Pain in the Backside, Sir. Okay. Vielleicht das hier? Mit der Hämorrhoide?
Ja, das hat was gebraucht, tatsächlich. Okay, merken wir uns mal. Okay, sie weiß, was Dreck und Zeug wirklich ist. Dann probieren wir jetzt mit der Janitor aus, der Hausmeisterjob. Scheint man kluge Konter. Nee, ihr allerdings nicht. Okay, letzter Kampf hat damit geendet, dass sie ihr Hand in Blut getränkt hat. Ah ja, okay, da weiß ich was. Ja, genau. Hier mit dem Nasebohrer. Ja, das hat funktioniert, tatsächlich. Okay. Wenn dein Bruder wie du ist, dann lieber Schwein heirate und dann probieren wir mal das mit der Family Reunion. Mit dem Familientreffer, eventuell passt das. Nein, das passt nicht. Okay, jetzt Zunge ist schärfer als ein Schwert, als irgendein Schwert. Ich glaube, das hat man benutzt und das hat nicht funktioniert. Vielleicht probieren wir das mal aus. Hast du damit den Rumwedler so wie mit dem Staubwedel? Ja, das hat geklappt. Sehr gut. Okay, selbst die weiseste Gegner rennen weg, wenn sie sie sehen. Probieren wir mal das. You run that fast. Oh nee, der hat nicht geklappt. Okay, hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Das hat man wieder nicht hingehauen. Nee, das hat man immer noch eine Lektion beigebracht. Wir probieren es auch einmal aus heute. Und dann machen wir für heute Schluss, wenn wir die hier gekriegt haben. Wir haben ja noch um die 4 Minuten Zeit, glaube ich. Dann kriegen wir das auf jeden Fall noch hier heute. Ich meine, so schwierig kann das jetzt auch nicht sein. Okay, jetzt noch einmal. So, Carla, mach dich auf der Ende gefasst. Ein paar Antworten habe ich auch gesammelt. So. Sprich nochmal mit Carla. Zappel, zappel. Hämorrhoid, genau. Epileptik, Epileptik. So, erstmal kriege ich dich aber. Ja, bringen wir es hinter uns. Gut. Pain in the Backside, ja. Dann nochmal die Hämorrhoide. Backside wahrscheinlich in dem Fall mit Schmerz im Arsch, ne? Wahrscheinlich so zu übersetzen in dem Fall. Okay, was sagt sie jetzt? Okay. Courage and the Skill of a Master Swordsman. Hier. Ich wäre doch in Gefahr, wenn sie das auch wirklich benutzen würde. Ja, drängt sie auch wieder zurück. Sehr schön. Ich hoffe, du hast ein Boot von schneller Flucht. Da haben wir dann das Would you borrow, ne? Genau, why did you want to borrow one? Ich glaube, das passt das mal, ne? Ja. Sehr gut. Keine cleveren Moves, die mir jetzt helfen können. Doch, die gibt es. Du hast sie noch nie gelernt. Passt das? Ja, sogar der passt. Einer brauche ich noch. Okay, sehr schön. Das ist eine, die wir schon kennen. Und zwar, wie passend du kämpfst wie eine Kuh. Wo haben wir es dann? Ja, wie passend du kämpfst wie eine Kuh. Von wegen Milch abzapfen und so. Das müsste jetzt eigentlich... Ja, jetzt haben wir es. Okay, du gewinnst. Na gut, ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Kannst gehen und kannst damit prahlen, dass du Schwertmeister besiegt hast. Du brauchst aber einen Beweis hier. Das wird's ne Beweise. Und mir noch ein T-Shirt kriegt. Gucken wir uns mal an. Da steht drauf, ich hab den Schwertmeister besiegt. 100% Baumwoll-T-Shirt. Alles klar. Gut, 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 gut. Das haben wir geschafft. Also, gehen wir wieder zurück. Und ich denke, wir haben immer noch die 2 Minuten Zeit, dass wir das Ganze nochmal beweisen können. Also, die ganzen Piraten sind jetzt auch nicht mehr unterwegs. Das heißt, wir gehen wieder zurück ins Städtchen und zeigen das den Piraten. Aber du! Was war dann das? Jetzt bin ich verwirrt. Hey, warum stehst du nur so rum? Die Gouverneurin ist gekidnappt worden. Was? Von wem? LeChuck,
ist auf dem Schiff hergekommen und ist jetzt gerade wieder fortgesegelt. Ich glaub, das war das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben. Und wo warst du denn die letzte Zeit hier? Am Schlafen oder was? Wo sind sie dann hier? Warum wäre das letzte Mal Zeit, dass wir sie gesehen haben? Ich muss mir Crew und ein Schiff vor allem und ein Schiff holen und sie zurückholen und sie retten natürlich. Das wird aber nicht so einfach, wächst. Der Chuck ist mit der Gouverneurin zu seinem Versteck noch Monkey Island Trademark hingegangen. Und kein Pirat wird tapfer genug sein, ihr zu folgen. Aber hey, viel Spaß und viel Erfolg, was ich noch vergessen hab. Die haben noch das zurückgelassen. Ich glaube, du kannst es haben, aber wer denn alles möge, was da drauf steht? Okay, wir lesen uns auf jeden Fall mal durch. Das gucken wir uns noch an. So, was steht dann drauf? An alle Piraten von Melee. Ihr Gouverneur ist am Leben und an meiner Seite, wie es immer sein sollte. Und wenn ihr mir folgt, wird es jede Menge Ärger geben. Mit freundlichen Grüßen, Geisterpirat LeChuck. Gut, alles klar. Dann würde ich einfach sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play The Secret of Monkey Island Special Edition auf Pelzig. Und wie ihr seht, sämtliche Piraten sind fort in der Scumbar. Sogar der auf dem Anker Kronleuchter sich gedreht hat, ist fort. Also, wir haben derzeit eine richtige Piratennot. Wie es so weitergeht, erfahren wir übermorgen. Also machen's gut bis dahin wieder. Euer Yankee.